Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Mein Name ist Corby, mit dabei heute der Kane. Servus, mein Name ist Kane. Genau, und wir sind hier heute zu einem Format angekommen, die sie normalerweise, wenn einer fehlt, eigentlich immer nur mit dem Mike mache. Es ist sehr selten, dass ich das zusammen mit dem Kane allein mache, deswegen bin ich nur leicht gespannt, wie das halt wird. Wir machen heute die Vorlex. Und meine Vermutung ist, dass die Vorlex halt relativ kurz ausfallen werden, weil ich glaube, ihr habt nicht so viel dabei, über das man jetzt stundenlang reden könnte. Und bei dir kommt es ganz darauf an, wie stark du mich dazu bringst, dass ich mich dabei beteilige, deinen Themen mitzureden. Ja, leider sitzen wir nur online beieinander. Jetzt kann ich die nicht wirklich antreiben mit einer Peitsche. Ja. Aber ich werde es mir auf alle Fälle merken, wenn du nicht richtig mitmachst und dann kriegst du es nachträglich. Ja. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr ganz so oft dabei, weil es momentan im ersten Quartal recht dick bei mir eingeht unter der Woche und dann die Kollegen sie weigern, am Wochenende mit mir aufzunehmen. Hallo, heute ist Samstag, ich bin allzeit bereit. Der Kane, als einer der wenigen, ist wahrscheinlich seit gestern noch wach und hat sich gedacht, ja gut, dann machen wir den Dreck halt gleich. Wenn sie gestern noch wach war, dann darf ich jetzt nicht da sitzen. War ich wahrscheinlich in der Tschechei in irgendeinem Schranzbunker. Naja, dann verzeih mal, was hast du denn dabei im Februar? Im Februar. Ich fange mit was Kleinem an, einen kleinen Vorleck. Ich habe jetzt endlich mal angefangen, dass ich mir die 3. Staffel Chucky anschaue oder anfange. Im Weißen Haus, oder? Ja, genau. Und da ist so ein geiler Kill dabei. Den habe ich einfach als Vorleck mitnehmen müssen, weil, also eigentlich ist es recht unspektakulär im ersten Moment, weil sie einfach einer halt einmal in die Rübe schießt selber oder vermeintlich selber. Aber dann, wie das umgesetzt ist einfach so geil, weil dann siehst du im Hintergrund so die Wind mit dem ganzen Schlätz, den so ohne Haut und dann rutscht dann nebenbei dann so seine Augen über das vor dem Schuss an Wind, in den Kopf an Wind ohne ausgerotzt hat. Boah, wir starten ja schon richtig toll. Da haben wir gedacht, ja, schön, so mag ich das. Schöner, blödiger Hammy-Kill. Die 2. Staffel Chucky, die war ja relativ durchwachsen, muss ich sagen, aber mit den Kills enttäuscht die Chucky-Serie nicht und sie sind ja überwiegend immer schön handgemacht. Und da haben wir gedacht, da ich die Staffel noch nicht komplett als Vorleck mitnehmen kann, nehme ich zumindest gleich mal diesen Kill mit, weil der hat mich gleich richtig angefixt, dass ich am liebsten die ganze Serie gleich ganz durchgebinged hätte. Aber ich bin ein Genießer, nicht so wie beim Sex, alles so schnell, sondern da lassen wir Zeit und schauen wir nach und nach diese Serie durch. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann einmal, dass wir auch noch zu Staffel 2 und 3 eine Folge aufnehmen, weil der Mike und ich haben ja die erste schon mal behandelt. Das soll jetzt hier kein Versprechen sein, weil es weil an mir liegt's nicht bedeutet. Nein, an mir liegt es nicht. Ich darf jederzeit nochmal durchschauen und da eine Folge aufnehmen. Aber schreibt in die Kommentare ein, Mike, du faule Pissbacke, schaust du nochmal an und nimm eine Folge mit dem Kane auf. Jetzt warten wir schnell, bis Like gestimmt haben. Ja, okay, passt. Ich glaube, jetzt müssten es fertig sein. Okay, passt. Das, was du bisher von der 3. Staffel gesehen hast, das ist nur zu wenig, als dass man dann sagen kann, es ist schon eine Vorleck-Empfehlung, oder was? Ja, ich habe jetzt erst 2 Folgen gesehen und ich bin auf alle Fälle neugierig, was machen, weil, wie du schon gesagt hast, Chucky ist jetzt im Weißen Haus. Dann haben wir zuerst gedacht, okay, da ist jetzt so ein Break zwischen Staffel 2 und 3 und man wechselt vielleicht auch die Hauptdarsteller aus, aber nein, die sind immer noch da, diese 3 Kinder, Jugendliche mittlerweile. Aber ja, das macht mich jetzt erst einmal gespannt, was soll da passieren, wie kommen die ins Weiße Haus zu ihm, dass sie gegen ihn kämpfen oder was auch immer da abgehen soll. Aber ich kann es ja, wie du sagst, es ist noch zu wenig, um zu sagen, es ist ein Vorleck oder nicht. Aber die Kills werden definitiv weiterhin ein Vorleck sein, weil die waren es in den ersten 2 Staffeln auch. Sehr schön. Das ist ein richtig tolles Thema einfach für unser beliebtes Format Ohrzumfanger, dass das Schönste für die im Februar ein Kill war. Ja, mein Gott, ich bin ein simple man. Ja, die einen stehen auf Pubis und ich stehe auf Killies.
Oh Gott. Ja, das ist eine schöne Überleitung fast schon zu dem Film, den ich mitgebracht habe, aber ich stehe da zumindest ein bisschen anders dazu wie du. Okay, Ich komisch. ich hab mir Woman of the Hour angeschaut, der hierzulande The Dating Game Killer heißt. Okay, sagt mir gar nichts. Das ist das Regiedebüt von der Anna Kendrick. Ach ja, das ist die von, wie heißt die Trilogie, die Pitch Perfect. Genau, die der Mike so gern mag. Genau, Pitch Perfect, und sie spielt ja auch, glaube ich. In Twilight, glaube ich, hat sie auch mitgespielt. Ja, genau. Das ist die hübscheste von allen in Twilight. Ja, würde ich auch sagen, da gehen wir im Konform. Ja. Und allgemein finde ich die ziemlich cool, weil die auch einen tollen Humor hat und einen sehr bunten Genre-Mix an Filmografie aktuell schon hat. Und die hat sich jetzt ein Thema geschnappt, das auf wahren Begebenheiten beruht. Mhm. Und zwar, es geht um den Serienmörder Rodney Alcala. Hast du von dem schon mal was gehört? Nein, da sagt man jetzt gar nichts. Der ist unter anderem dafür bekannt, und darum geht es größtenteils in dem Film, dass er nicht nur als Serienmörder in ganz Amerika unterwegs war und Damen umgebracht hat, sondern eben auch, dass der skandalös sogar in einer Dating-Show dabei war. Und das war 1978. Und da hat er sogar gewonnen. Das sagt man da. Dann sagt man, den Namen habe ich jetzt nicht kennen, aber ich kenne die Geschichte mit dem Serienmörder, der in der Dating-Show war. Doch, das kenne ich. Angeblich hat er über 130 Frauen ermordet. Ihr müsst euch ja den Film so vorstellen, es ist jetzt nicht komplett linear, sondern sie zeigt da schon immer wieder so episodenhaft, sage ich jetzt mal, verschiedene Opfer. Und das Krasse, wo man sich eigentlich denkt, ja, okay, das geht so in die Richtung No Country for Old Man. Genau. Der ist ja der eine Killer eigentlich auch komplett psychohaft unterwegs. Und so ähnliche Ansätze hat der auch, weil, mehr Spoiler ich jetzt nicht, das ist praktisch der Anfang vom Film. Man sieht so eines seiner Opfer, die er dann erwürgt, dann wiederbelebt und dann wieder umbringt. Das ist voll gestört, sowas. Von so einem Killer habe ich auch schon mal gelesen, der das mehrmals gemacht hat mit einem Opfer. Also irre. Da merkt man halt dann auch, okay, er will halt einfach diese Macht ausleben. Ich finde den Film jetzt nicht irgendwie herausragend spannend oder so, sondern halt einfach schockierend. Vor allem, wenn man halt dann am Ende sie dann nur ein bisschen damit beschäftigt und sie halt dann denkt, ja, okay, what the fuck, also der hat 130 oder über 100 Opfer wahrscheinlich gehabt und die sind dem fast nie drangekommen. Unter anderem war der in so einer fucking Fernsehshow. Das ist, ja, die 70er Jahre, da war Serienkiller da sein noch ein bisschen einfacher. Ja, offensichtlich. Auf jeden Fall, Anna Kendrick hat den Film nicht nur als Regisseurin begleitet, sondern hat auch die Hauptrolle gespielt. Also Cardi, wenn du einfach nur eine hübsche Frau sehen möchtest, dann schau in den Spiegel. Auf jeden Fall. Frau. Did you just assume a gender? Nur weil du ihn wegzwickst, heißt das nicht, dass du dann deswegen gleich eine Frau bist. Falle Buffalo Bill-Style. Würdest du mich ficken? Ich würde mich ficken. Ich würde mich hart ficken. Und Goodbye Horses im Kopf. Genau, richtig. Horses. So, ich glaube, das war jetzt schon der Moment, wo die meisten wieder abgeschalten haben. Nein, ich glaube, dass jetzt die meisten eine Hosendiel aufgemacht haben. Ach so, okay. Das war jetzt eine gute Überleitung, aber du bist noch nicht fertig. Ja, der Film sollte meiner Recherche nach momentan auf Netflix verfügbar sein, deswegen klare Empfehlung zum Anschauen. Wo hast du dann gesehen, wenn es nach deiner Recherche ist? Ich habe den natürlich bei den 1-Euro-Deals bei Prime gekauft, um danach festzustellen, der ist auf Netflix. Ja, Klassiker. Ja. Guter Job, Amazon. Guter Job. Ja, man denkt sich immer so, geil, für €1, das nehme ich mit, das Ding. Anstatt man einfach mal sagt, hey, warte mal, bevor ich den Euro ausgebe, schaue ich mal kurz auf Netflix oder so. Vielleicht ist er ja immer drin. Aber ja, wir sind weiße, reiche Europäer, was soll's? Genau, nur geiler wäre es natürlich, wenn ich gleich gesehen hätte, okay, der ist auf Netflix, aber dann müsste ich jetzt eine Taste drücken. Nein. Und wo ist €1 gerade? Komm, Alter, den kaufe ich für 15 € digital. Ist dir das manchmal dann auch oder ist es bei dir also ein Gedanke, dass du dir denkst, diese 1-Euro-Titel bei Prime sind doch meistens einfach nur einen Monat, bevor es regulär bei Prime läuft? Ja, schon oft, ja.
Aber man weiß manchmal auch nicht so genau. Ja, eben. Und ich gehe dann lieber auf Nummer sicher. Lieber haben als brauchen. Ja, richtig. Genau. Also Woman of the Hour oder The Dating Game Killer. Also warum man sie dazu entschieden hat, den Film umzubenennen, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber er ist hierzulande unter einem dieser Namen verfügbar. Irgendwie wird es ihn schon finden. Ja, Zur Not sucht dann der Anna Kendrick auf IMDb und geht's auf ihre Filmografie und dann findest du ihn auch. Ja, richtig. Hier sind die fetten Tipps von uns, wie man Sachen findet. Wahnsinn. Also mein ohne uns wisst ihr jetzt gar nicht, wie es jetzt filmisch ansetzt, als Idioten. Mein nächstes Vorleck wäre was, da kann man gemeinsam drüber reden, weil es war ein gemeinsames Erlebnis von uns. Ja. Möchtest du jetzt unser erstes Mal verzeihen? Ja, fast. Unser erstes Valentinstagsmal. Ja, das war tatsächlich unser erstes Valentinstagsmal. Verzeih mal, weil ich weißt du, ist es bei dir wohl leck oder wo Dreck? Ich versteh's nicht. Doch, wir haben uns The Monkey angeschaut, Die Nacht des guten Geschmacks. Ach so, ich habe jetzt gedacht, du gehst auf das Vierer-Date davor, bevor wir im Kino waren. Ey. Ja, das darfst du verzeihen. Ach nein, bei mir ist das wurscht. Ich werde jetzt auch nicht so viel über The Monkey reden, weil der liebe Kani und der Mike haben da bereits eine Folge veröffentlicht. Da dürft ihr gerne reinlunzen, aber ich wollte meinen Kommentar natürlich dazu auch noch abgeben, weil er mir schon viel Spaß gemacht hat. Der Kani hat es in der Folge ja mehrfach erwähnt, dass der Mike eingeschlafen ist. Ich auch. Aber ich habe tatsächlich nicht so viel verpasst. Also ich glaube, bei einem Dialog, es war schon recht spät, ich habe einen langen Arbeitstag gehabt und so. Der Film ist ja sehr dialoglastig, da kann man schon mehr einschlafen. Bin ich kurz mal eingenickt. Aber nichtsdestotrotz kann ich den Film sehr empfehlen, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und der Trailer, Lorjo, war ja für mich kleines Highlight, wenn man die bescheuertsten Tode im Trailer sieht und das eigentlich nur so die Spitze von dem Eisberg ist. Also wer sie da unentschlossen ist und sich denkt, ja, okay, für mich war jetzt in der Folge, die Viva la Move-Version gemacht hat, nicht ganz rauszuhören, ob jetzt, wenn man den Trailer gesehen hat, man eventuell schon alles gesehen hat. Na. Ihr habt da ganz viel Spaß drin. Und was ich auch nur erwähnen wollte, was ihr, glaube ich, in der Folge auch nicht so richtig hervorgehoben habt, außer ihr habt nicht aufpasst. Bist du wieder eingeschlafen? Dass ich es cool finde, dass der Theo James ja beide Brüder dann spielt. Also er spielt ja dann die Zwillingsbrüder in Erwachsen und ich muss ehrlich sagen, mir ist das erst super später aufgefallen, dass es die gleichen sind. Hast du aber gemerkt, dass der Darsteller, der sie als Kinder spielt, auch beide Rollen spielt? Na. Wieder was gelernt. Ja, klar. Okay, krass. Boah, aber das dann Respekt. Also da war das Kinderschauspiel um einiges krasser, weil das wäre mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Na, schaust du mal. Wahrscheinlich stimmt das ja gar nicht. Und wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab's uns einfach gesagt. Aber du kannst da nebenbei dann mal schnell auf IMDb schauen, während ich dann vielleicht das nächste Thema mit außerhau. Und dann meine Aussage ohne Kontext, wie man es im Quadrell nennt, mit einem Faktencheck belegen. Achso, ich habe jetzt gedacht, du wolltest jetzt über das romantische Dinner reden, das wir davor gehabt haben. Na, ich hab mir ja nicht so viel aufgeregt, wie es. Ja. Ich bin ja die Ruhe selbst. Ja. Tiefenentspannt. Ich hab alles gekriegt, was ich wollte. Okay, das ist jetzt kein Restaurant-Bashing. Vielleicht haben die an dem Tag einfach nur einen schlechten Tag gehabt. Darum sagen wir vielleicht einfach den Namen nicht dazu, um keinen Rufmord zu begehen. Genau, richtig. Wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt sagen, in welchem Kino wir waren. Also dann ist da der Ort unbekannt. Wir waren auf jeden Fall in einem Asiaten mit einem deutschen Namen, der etwas lang gebraucht hat, bis er mal unsere Bestellung aufgenommen hat und sie dann gedacht hat, ja gut, wenn die jetzt eine halbe Stunde gewartet haben, bis die Bestellung aufgenommen worden ist, dann können sie ruhig noch mal eine Stunde warten, bis die kommt. Also inklusive der Getränke. Der beste Witz war aber, dass nach einer Stunde käme und er hat gesagt, was wollen Sie bestellen? Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, haben wir schon bestellt. Ach so, dreht sie nochmal um. Erdnusssoße, oder? Ja, die ist aus. Der einzige von uns vier, der sein Essen so gekriegt hat, wie er es bestellt hat, war ich. Weil nämlich dann der Mike, der hat sein Essen gekriegt und ja, der hat sofort einen Staubsaugermodus eingeschaltet und hat eingeschaufelt, bis sie rausgestellt hat, dass das falsche Essen ist.
Aber na, er hat nur gesehen, auf dem Teller liegt der Ente, er hat irgendwas mit Ente gehabt und als dann sein richtiges Essen vorbeitragen worden ist, dann ist ihm erstmal der Lädchen runtergefallen, weil das 100-mal geiler gewesen war, als das, was er gehabt hat. Aber ja, Gierschlund Mike. Was möchtest du sagen? Du, ganz im Ernst, ich war auch so extrem hungrig. Ich hätte es wahrscheinlich auch einfach gefressen. Ist es hier? Ja, natürlich. Ja. Sofort her damit. So, dann verzeih mal, was hast du ohne Kontext dabei? Na, ohne Kontext nicht. Vorher war es eigentlich eine gute Überleitung gewesen, als ich gesagt habe, dass jetzt gerade Leute eine Hosentier aufmachen. Oh je. Weil es gibt ja jetzt einen Bericht von Heise Online, dass wir weniger Wichser haben hier in Deutschland und Europa. Nein. So haben die das nicht geschrieben. Nein, so haben sie nicht geschrieben. Ich verzeihe es natürlich in eigenen Worten, weil ich mir jetzt da kein Plagiat oder selbst erstellen. Pornoseiten-User. Wir haben auf alle Fälle weniger Wichser. Auf der einen Seite darf man sagen, wenn man sich das Weltgeschehen oder das europäische Geschehen so anschaut, wo so ist im Mittelpunkt steht, dann haben wir definitiv viel mehr Wichser. Aber es geht ja um tatsächlich den Akt des Wichsens. Es gibt nämlich jetzt einen neuen Transparentbericht, den man durch das, was für Gesetz ist das, Digital Services Act raushauen muss. Und dadurch hat sich ergeben, dass zum letzten Halbjahr die Zahl der Porno-Plattform-Nutzer sehr gesunken ist. Leute, mehr wedeln. Das ist ein Markt, den wenn es nicht mehr gibt wegen euch. Das ist wie mit Serien anschauen, wo es dann heißt, ich schau mir jetzt erst alles an, wenn es komplett heraus ist. Ja, dadurch werden aber Serien abgesetzt. Und wenn es jetzt meint, es wächst erst, wenn es mehr Pornos wieder gibt, dann wird's abgesetzt. Und wenn ich nicht mehr wichsen kann auf den Seiten wegen euch, dann rast ihr aus. Ich fahr's euch heim und wichs eng. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich bin auf 180. Toll. Direkt, was darfst du dann? Also, ich wollte das nur mal klarstellen. Also, die Wahrheit dahinter ist doch zusätzlich, dass durch diesen Act, den du gerade beschrieben hast, die Pornoseiten dazu gezwungen sind, dass die ja prüfen, ob die Konsumenten tatsächlich 18 Jahre älter sind. Und dadurch. Das musst du am Anfang selber klicken. Ja, aber das reicht ja teilweise nicht mehr. Das soll ja bis dahin gehen, dass du dich da anmeldest und mit deinem Personalausweis bestätigen lässt, dass du wirklich auf diese Seite gehen darfst. Dass halt keine Kinder und Jugendliche mehr sich da biologisch weiterbilden dürfen. Das tut mir echt leid für alle künftigen 13- und 14-Jährigen, die dabei sind, ihren Körper zu entdecken. Ja. Und dann muss man ja auch noch dazu sagen, es gibt jede Menge Leute, die VPN-Software nutzen, wodurch das dann wieder völlig egal ist. Also man merkt es halt dann nicht. Und wegen Europa machen die nicht dicht. Ja, ich hoffe es einmal. Wie gesagt, ich bin ja von 180. Aber ich frage mich dann, wie lernen sie dann die jungen Leute, wie es geht? Weil, so wie es uns Pornos sagen, so muss ja das laufen. Das ist ja... Wie hast du das gelernt? Ja, zu unserer Zeit damals, da war das mit Pornoseiten noch gar nicht so extrem verbreitet. Ich habe nur Disketten, glaube ich, gekriegt. Das war, glaube ich, meine erste Erfahrung mit erotischem Material. Und da war da so erotische Pixelgrafik drin, oder? Das, was man da ganz früher bei den ersten Handys dann gehabt hat. Nein, ich glaube, es waren so 6 Beutel, die da drauf passt. Da muss ich und dann tust du so ein und dann so... Also bis das Beutel gelohnt war, habe ich schon abputzt, weißt du? Oh Gott. Ja, du, wir haben halt da unsere Fantasie noch viel mehr benutzen müssen. Ja, und man weiß ja sowieso, in der Fantasie ist es immer schöner, als es in echt ist. Eben. Also von dem her, du musst es ja gar nicht so verteufeln. Ja, prinzipiell schon, weil da stecken ein Haufen Arbeitsplätze dahinter. Mir geht's ja gerade um die Wirtschaft in dem Fall. Also, ich glaube, das artet, oder eigentlich deutet das schon darauf hin, wir müssen mal da extra Folge Gescheithafer-Runden machen, dass wir uns mal ganz intensiv mit dieser Thematik beschäftigen und die Branche mal ein bisschen durchblicken, weil so viele Jobs. Ja, wie gesagt, also da hängen ein Haufen Schicksale auch dahinter. Ja. Das ist, also drum, ich darf einmal sagen, Wichsen für die Wirtschaft. Super. Gut. Das war den Hashtag für mich jetzt ein. Das ist aber ein langer Hashtag. Ja, dann machen wir einen kürzer. WFDW.
Wichsen für die Wirtschaft. Und dann fordert man alle auf, sie sollen ein Beitel davon machen. So wie es früher gegeben hat es einmal den Trend gegeben mit After-Sex-Selfies, wo sie sich dann, und dann machen wir jetzt so After-Wix-Selfies. Den Trend führen wir ein. Auf TikTok geht das sicher viral. Okay, da geht ja gut. jede Scheiße viral. Da kannst du was man sieht, so Reinigungstabletten fressen und alle sagen, oh, voll geil, Millionen Klicks. Fang mal an. Und dann, wenn das erfolgreich ist, dann reden wir erst einmal drüber, okay? Das ist unser erster Meilenstein. Das passt, unser erster Meilenstein. Wenn wie viel Aufrufe auf TikTok soll der Hashtag kriegen? 1,5 Millionen. Das ist sehr hochgestochen, aber Warum? I do my very best. Also, jede hübsche Frau, die irgendwie Yoga macht oder so, die kriegt locker 2 bis 3 Millionen. Dann solltest du doch das schaffen, dass du mit 1,5 Millionen... Ja, aber vielleicht sollte man dann das nicht Wichsen für die Wirtschaft nennen, weil wahrscheinlich wird es durch das Wort Wichsen nicht so gut ausgespielt. Vielleicht nehmen wir es Keulen für die Wirtschaft. Okay, gut. Ist schon fix. Du hast mir ja gefragt, was habe ich denn sonst so dabei? Danke für die Frage, die ist sehr gut. Selbstverständlich möchte ich meinem Klischee entsprechen und habe dieses Mal wieder eine Doku dabei. Yay! Ja, und zwar American Manhunt, O.J. Simpson. Ist jetzt, glaube ich, Ende Januar auf Netflix erschienen und beleuchtet in einer 4-teiligen Mini-Doku-Serie ja, den Doppelmord an der Nicole Brown Simpson und dem Ron Goldman, der gegebenenfalls, möglicherweise, vielleicht vom O.J. Simpson begangen wurde. Niemals. Dem hat der Hand schon nicht passt. Niemals. Genau. Darum geht's ja in der Serie. Und natürlich habe ich davor schon gewusst, dass das ein Skandal war. Aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Hintergründe dazu gehabt. Und fand das mega krass, was das für Ausmaße da überhaupt angenommen hat. Also um den ganzen Prozess drumherum. Die haben dann da erneut Zeugen mit reinbracht. Die haben dann dieses Anwaltsteam von beiden Seiten natürlich dann nochmal neu interviewt, die Polizisten. Und das dann beleuchtet, wie das eigentlich beim O.J. Simpson nach der Doku nach der Verhandlung weiterging. Und ich muss echt sagen, es ist so verrückt, wie die Welt da teilweise tickt und auch wie halt da das Rechtswesen von Amerika einfach ist. Das ist zauberhaft. Echt Wahnsinn. Die Machart von der Doku hat mir sehr gut gefallen. Also es ist in meinen Augen frisch. Also irgendwie von den Schnitten her und auch von dem Aufbau der einzelnen Folgen, muss ich sagen, habe ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen Durchhänger gehabt. Und es sind ja doch über 4 Stunden, weil jede Folge dauert, glaube ich, mindestens 1 Stunde. Und ja, klare Empfehlung für alle, die das interessiert. Und vor allem, eigentlich muss man sich damit mal beschäftigen, weil dieser O.J. Simpson-Fall ist ja in der Popkultur in, glaube ich, gefühlt jeder Serie mal irgendwie angeschnitten. Ja, und der Mike sagt ja, es ist eigentlich klar, dass er unschuldig ist, weil er war bei die nackte Kanone dabei. Das ist für den Mike der klare Beweis, dieser Mann kann nicht schuldig sein. Ja. Ich kann da nur die Serie empfehlen dazu, American Crime Story. Die ist auch vom Ryan Murphy produziert, der American Horror Story und Grotesquerie und so weiter produziert und gemacht hat. Die ist auch, also die behandelt das auch sehr geil. Ich finde das so geil mit wo er mit dem Auto noch ewig lang gefahren ist, bevor sie ihn verhaftet haben. Ja. Das ganze Ding. Und allgemein die American Crime Story ist ziemlich gut. Ich glaube, die 2. Staffel behandelt den Mord an, war das der Versace oder so, dieser Modedesigner, der vor seinem Haus erschossen worden ist? Vor seinem Haus? Ich glaube schon, dass das vor seinem Haus war. Weil der Gucci-Typ der ist ja auch erschossen worden. Nein, die 2. Staffel ist nicht der Gucci-Typ gewesen. Das ist auch ein berühmter Designer. Genau, Gianni Versace war das, die 2. Staffel. Die ist auch sehr gut. Vor allem auch wieder sehr, sehr respektvoll von uns, den einfach nur Gucci-Typ zu nennen. Ja, was sollst du machen? Wir können auch nicht alle Leute auswendig kennen. Übrigens, House of Gucci, die klare Empfehlung, haben wir auch schon mal in die Rolex dabei gehabt. Ja, sehr gut, ja, sehr gut. Und wie gesagt, American Crime Story ist sehr gut. 3. Staffel habe ich noch nicht gesehen, die, glaube ich, behandelt den Bill Clinton-Skandal mit, wie heißt
Praktikantin. Monika Blauczynski oder so. Keine Ahnung. Okay. Aber ja, ich bin angefixt und wie schon gesagt, mal wieder sehr erstaunt, wie das Rechtssystem in Amerika eigentlich funktioniert. Ich hab gemeint, du bist angefixt und hoffst auf mehr Staffeln über O.J. Simpson. Na. Hoffentlich steht er nochmal über so. Hat er ja dann. Geht ja jetzt aber auch nicht mehr, oder? Nein, er ist mittlerweile verstorben. Mittlerweile ist Ende Gelände. Ja. Gut, Kani, wie schaut's aus? Was hast du sonst noch dabei? Ich habe jetzt Captain America 4 angeschaut. Ich möchte jetzt aber gar nicht Captain America 4 mitnehmen, sondern ich möchte das Marketing zu Captain America 4 mitnehmen, weil das blöder eigentlich gar nicht geht, wenn du den Film dann anschaust. Vielleicht schafft es der Michael aus dem Anschauen, er sagt, er tut, was er kann und dann werden wir noch eine Steady-inklusive Folge aufnehmen dazu. Aber was ich sagen wollte, das ist Marketing. Das baut ja Vollgas auf den Red Hulk auf. Überall Red Hulk und rote Augen und rote Hände. Harrison Ford, oder? Ist der Red Hulk. Ja, genau. Ja. Und am Ende hat er 5 Minuten Screentime. Das sind zwar geile 5 Minuten, aber es ist halt total dumm. Weil da gehe ich schon ein wenig, da bin ich schon enttäuscht ausgegangen, weil ich dachte, ja cool, die Geschichte handelt auch dann über den Red Hulk und so. Aber am Ende ist es, ja, er greift viel von Incredible Hulk auf, der Film. Und so macht mir hat er Spaß gemacht, er bleibt zwar hinter seine Möglichkeiten zurück und man sagt ja mal in einige Szenen, dass das Nachdrehs gewesen sind, weil die ordentlich kreiseligen Greenscreen-Effekt dabei haben und so. Aber ich denke mir so, wie geil war das gewesen, wenn ich mir diesen Film anschaue und dann auch wenn es nur die 5 Minuten am Ende sind, aber diese Überraschung, dass ich dann den Red Hulk kriege, wie geil war das bitte gewesen? Da warst du wieder mal aus einem Marvel-Film rausgegangen und hättest gesagt, boah, leck bombengeil, dass die den jetzt eingeführt haben und richtig überrascht und so. Aber so ist es einfach nur, du weißt eigentlich schon alles. Man hätte das Marketing irgendwie geil aufbauen können, dass man sagt, okay, es kommt da noch was vom Incredible Hulk, das hätte man schon ein bisschen anteasern können, dann war man angefixt und vielleicht im Hintergrund einfach immer nur so das Knurren vom Hulk oder mal so ein Schrei vom Hulk einbauen, weil relativ wenig hätten wahrscheinlich einen Unterschied kennt, schreit jetzt da der grüne Hulk oder der rote Hulk. Und dann wird man vielleicht auch schon angefixt, dass man sagt, hey cool, Mark Ruffalo kommt wieder als Hulk, da haben wir auch Bock drauf, es werden Sachen vom Incredible Hulk aufgefasst, bin ich gespannt, wie sie es dann mit Mark Ruffalo erklären vielleicht. Vielleicht ist es ein Variantenthema, weil wir in der Multiverse-Saga sind, aber so, finde ich, ist es ein brunzblödes Marketing gewesen, das einen riesen geilen Überraschungseffekt einfach kaputt gemacht hat, für das, dass er dann am Ende auch gerade 5 Minuten Screentime hat. Also das ist ein riesiges Wortdreck für mich gewesen. Ganz schön blöd. Ich glaube zwar, dass er finanziell jetzt am Anfang die erste Woche, wo der Lauf gar nicht so schlecht ankommt, aber für mich ist es eine herbe Enttäuschung gewesen, dass sie es so gemacht haben und mir damit einen riesen Überraschungseffekt genommen haben. Vor allem auch dann die Post-Credit-Scene, die ist auch so, das macht auch nicht wirklich irgendwie, hat auch nicht wirklich einen Effekt oder irgendeinen Impact oder so. Das ist, ja, man geht aus dem Film und sagt, ja, cool, hat Spaß gemacht, coole Action-Szenen, Red Hulk und alles ist cool, aber am Ende geht einfach durch dieses vorherige Marketing für mich so der Wow-Effekt ab, den ich gern gehabt hätte. Und von rein der Story her ist das jetzt wieder ein bisschen so Aufschwung Richtung alte Zeiten Marvel oder geht es immer nur weiter bergab? Nein, ich fand jetzt, also für mich persönlich hat das jetzt schon ein altes Marvel-Feeling auch drinnen gehabt. Eben auch durch dieses Aufgreifen von all die Sachen. Das fand ich dann, weil man greift eben was vom Incredible Hulk auf, man greift auch was von Celestials auf. Es wird was Neues mit eingeführt, auf das man schon lange wartet. Also da habe ich schon all die Marvel-Vibes dabei gehabt. Das fand ich cool. Er ist ja ein bisschen, er hat ein wenig so dieses Verschwörungs- und Verratsthema mit drinnen, was ein wenig an den zweiten Captain America erinnert hat. Bei weitem nicht so gut und nicht so intelligent, finde ich, wie es in Winter Soldier war. Aber so finde ich finde es ein guter Film. War wieder so für mich ein gewisser Aufschwung mit drinnen, aber es ist trotzdem noch ordentlich Luft nach oben. Okay. Aha. Dann kann man eventuell tatsächlich ins Kino gehen und nicht einfach nur warten, bis er bei Disney Plus dann drauf ist. Also allein die Szene, es gibt so eine Ozeanschlacht und dann die Szene eben auch mit dem Red Hulk, die beiden Sachen sind es auf alle Fälle wert, auf der großen Leinwand mit einem geilen Sound zum Singen. Okay. Weil da sagst du dann, auch wenn du einige Szenen hast, wo du wirklich kreiseligen Greenscreen dabei hast, das ist, da wo es sofort irgendwie in den Kopf reinkommt, ja okay, Nachdrehs waren angesetzt, ich glaube, das sind jetzt halt, aber die Effekte vom Red Hulk und so, die sind schon hervorragend.
Und weil du ja gesagt hast, du findest das Marketing scheiße. Das Marketing würde jetzt da sitzen und sie denken, du warst aber deswegen im Kino. Ich war so oder so ins Kino gegangen. Ja, okay, trotzdem. Ich war so oder so ins Kino gegangen, also das hat nichts mit Marketing zum tun, aber in dem Fall hat mir das Marketing mein Kinoerlebnis sehr geschmälert. Tja. Yes, Dann schreib doch bitte einen Brief an Kevin Feige und beschwer die. Ich kann nicht schreiben. Ach so. Oh je, Mini. Oh je, Mini, oh je, Mini. Korbel, was hast du noch dabei? Ich hab da nur noch eine Sache dabei. Also ich habe auch noch eine Sache dabei, Wolleck. Das wären die kürzesten Wollecks aller Zeiten. Schauen wir mal. Vielleicht reden wir ein bisschen langsamer. Okay. Also, ein Kollege von mir. Kollege. Hat mir erzählt, dass um Weihnachten rum anscheinend bei Tele 5 oder so, also das ist das, was ich aus meiner Erinnerung gerade wiedergeben kann, vielleicht stimmt das ja überhaupt nicht, ein Studio Ghibli-Marathon lief. Jo, ich glaube, da habe ich auch was gehört. Wo gefühlt alle Filme von Studio Ghibli gelaufen sind. Und dann habe ich halt gefragt, ja, welcher ihm da so am besten gefällt und so. Und er hat nicht Prinzessin Mononoke gesagt. Mhm. Dann war ich schon mal skeptisch und dann hat er gemeint, also einer seiner Lieblingsfilme ist Kikis Lieferservice. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, aha, warum? Und dann hat er gemeint, ja, weil das so emotional ist, wenn man sich das dann anschaut und man fiebert dann damit, ob sie dann ihre ganzen Lieferungen schafft und nix. Und dann habe ich mir nochmal die Blu-ray angeschaut, weil ich habe diese Box jetzt schon seit mehreren Monaten und habe halt bestimmte Filme einfach nicht angeschaut, weil ich mir denke, okay, das ist eindeutig ein Kinderfilm. Und wahrscheinlich holt mich das dann überhaupt nicht ab. Aber nachdem er dann ein Mitte 30-Jähriger erzählt, dass das sein Lieblingsfilm ist, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht schaust du den halt dann doch einmal an. Ein Film von 1989, der in einer alternativen Version von Europa spielt, und zwar in den 50er Jahren, wo es scheinbar noch nie einen größeren Krieg gab, weil es ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und die Kiki ist eine heranwachsende Hexe, die sich mit ihrem sprechenden Kater Gigi aufmacht, in eine neue Stadt zu ziehen, weil das ist anscheinend im Erwachsenwerden einer Hexe so, dass man halt dann ausziehen muss in einer Stadt, wo nur keine Hexe ist, ziehen muss und dann da irgendwie Aufgaben erledigen muss. Da kennst du die ja gut aus, als euer Hexenmeister. Ich als alte Hexe, ich kenne mich da aus. Ich bin auch einfach vor dir gesetzt worden. Wie alt warst du da? 14, als du da, glaube ich, ausgeritten bist mit deinem Besen. Genau, 14 war ich. Und danach haben sie den Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo dran. Genau. Du hast einen nicht sprechenden Hund dabei gehabt, oder? Ja, genau. Benny. Ich habe auf alle Fälle auch sehr viele Besenstiele vom Gesicht gehabt, damit die umrunden können. Oh Gott. Auf jeden Fall. Ja, anders kriegst du keine Kohle für die Zaubertränke. Auf jeden Fall hat mir der Film auch tatsächlich sehr gut gefallen, weil die Welt einfach so cool ist. Es ist so eine Mischung aus verschiedensten Gebieten aus Europa. Also es hat irgendwie immer wieder so einen leicht italienischen und französischen Touch, dann aber auch ganz viele deutsche Elemente mit drin. Also gerade immer, wenn es irgendwie ums Arbeiten geht, weiß auch nicht, woher das Klischee kommt, wirkt es dann sehr deutsch. Und es ist wirklich zauberhaft gemalt. Und ja, ich habe das als erwachsener Mann gesagt, es ist irgendwas zauberhaft gemalt. Ich habe ein richtig tolles Filmerlebnis gehabt. Und wenn man einfach sich vielleicht mal schlecht fühlt und sie denkt, okay, ich brauche jetzt irgendwas, was mich mal wieder aufmuntert, das ist eine ganz klare Filmempfehlung. Haut euch das rein. Ich glaube, das ist alterslos, dass man sich das geben kann. Und genau. Daher die Frage, kennst du den Film? Also ich kenne, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den auch gesehen habe. Da bin ich mir nicht sicher. Okay. Aber ich werd auf alle Fälle noch sagen, weil es natürlich auf der To-Do-Liste steht, alle Studio Ghibli-Filme, wo geben tut, gesehen zu haben, werden tun. Ja, ich brauche da nach wie vor immer wieder einen Arschtritt. Kannst du? Danke. Ich kenne natürlich alle Neueren und die finde ich total geil. Und bei den Älteren, da
da kann ich meistens halt einfach vom Titel her überhaupt nichts anfangen. Und einfach nur Kikis Lieferservice und siehst halt da diese kleine Hexe mit ihrem Kater auf dem Cover. Da habe ich mir halt gar nichts drunter vorstellen können. Was ist los mit dir? Da ist eine Katz drauf, schon bin ich dabei. Ja. Das ist, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, Simple Kane. See Killies like, see Kitties like, see Titties like. Ja. Also, ja. Ich bin fertig. Tolle Filmempfehlung. Anschauen. Das ist super. Mach ich. Das ist super. Hast du den Auftritt vom Elon Musk gesehen mit der Kettensäge? Ich habe gestern ein Reel gesehen mit ohne Ton, ohne Kontext, wie er da mit der Kettensäge umeinander getanzt hat. Also es hat schon sehr stark an Texas Chainsaw Massacre erinnert. Ja. Und ich habe dann eigentlich, tatsächlich, habe ich das gesehen und ich habe mich nicht mal gewundert. Also es ist, wir sind mittlerweile auf einem Level beim Herrn Musk, da wundert mich eigentlich nichts. Also, ja. Ja, das Video geht jetzt schon viral, was heißt, geschnittene Szene aus dem Film Idiocracy. Ja. Und das passt ja wirklich nur niemand, das dachte, ich habe das dann ein bisschen angeschaut, wie er interviewt wird. Und für mich läuft der Typ sowieso nicht ganz rund. Also da ist ja, gut, die Videos, die sprechen ja eine eigene Sprache, da sagt man ja, dass irgendwas nicht ganz rund läuft. Und da finde ich es so geil, dass er dann sagt, ja, dass Comedy jetzt nicht mehr legal ist, man darf sich über nichts mehr lustig machen und dann hat er angefangen mit Make Comedy legal again und so. Und ich denke mal, Alter, die ist ja offensichtlich legal Comedy, weil sonst warst du scheiß Clown nicht irgendwo im Medienmittelpunkt. Was ist denn eigentlich los mit dir? Der Typ hat doch so einen an der Klatsche. Und ja, das ist purste Comedy. Den Typ, wenn du da anschaust, wie er da umeinander hupft, er ist ja sowieso totaler Grobmotoriker, er kann ja nicht mehr gescheit springen. Das erinnert mich an Dre aus Star Wars, wenn es läuft, weil die kann ja auch nicht gescheit laufen. Ich bin jetzt gespannt, was du nur sagst, weil, sagen wir mal, also so fit bist du jetzt auch nicht. Aber ich schaue nicht aus wie ein totaler Vollspann, wenn ich springe. Ich springe zauberhaft. Also ich möchte sogar sagen, dass ich ein begnadeter Springer bin. Schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr das als Real sehen wollt. Einmal der Vergleich, wie der Elon Musk springt und dann nochmal der Kanye. Vielleicht kann ich noch gut nachmachen. Ja, das legen wir dann so nebeneinander. Ja, oder ich hab da gestern sehr viel lachen müssen, weil ich dachte, da hockt einer der größten Clowns, die aktuell Medienpräsenz haben, da und vollzieht absolute Realkomödie und beschwert sich darüber, dass Comedy nicht mehr legal ist. Also, wow. Ich kann es nicht mehr sagen, ob es war leck oder war Dreck ist, es ist einfach nur wow. Was ging's denn da? Also, wie hat er das gemacht? Das war die, wie hast du jetzt, pass auf, ich hab's irgendwo hingeschrieben, Conservative Political Action Conference. Und da war ja dann eben auch der Milei da, der argentinische Vollspacken, der hat ihm auch dann die Ding überreicht, die Kettensäge, weil der ist ja auch bekannt dafür mit seiner Kettensäge, mit der er einen Staatsapparat irgendwie zerschlagen möchte. Argentinien geht übrigens sehr gut, seit der Milei an der Regierung ist. Also das ist top, da können wir uns eine Scheibe abschneiden davon. Und da ging es um über Verrat von der beiden Regierung. Einfach wieder Bullshit, ja, der hat einfach nur wieder seinen Autisten-Scheißdreck ausgeglaubt. Ja, du willst dem Typen zuerst, dann denkst du, was denkst du eigentlich? Ja, gibt's immer Ketten so. Aber das ist ja irgendwie in letzter Zeit halt Trend. Also das ist jetzt nicht Elon Musk oder Donald Trump Phänomen, sondern das ist ja eigentlich in jedem Staat mittlerweile. Ja, halbe Weltphänomen. Ja, schon. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist mittlerweile so eine Phase, die müssen wir jetzt alle mal durchmachen und dann wird es hoffentlich wieder anders. War wünschenswert, wenn es wieder ein bisschen anders wird, weil das ist, diese Realsatire, die macht mich ganz kirre. Wahrscheinlich in einem halben Jahr ist unser Podcast seriöser wie die meiste Politik in der Welt. Das heute für durchaus möglich. Da darf ich mich sogar drauf wetten trauen, dass das, was wir hier verzeihen, mehr Seriosität rüberbringt als sämtliche Weltregierungen. Ach, schön. Das ist zauberhaft, ja. Aber dann, vielleicht können wir uns nicht irgendwann hinsitzen. Weißt du, wir sind 4 totale Vollidioten-Clowns und können uns dann auch darüber beschweren, dass Comedy nun mal legal ist. Ja. Dass dann vielleicht in irgendeinem anderen Podcast sitzt und sagt, da hocken die 4 größten Affen beieinander und beschweren sich, dass Comedy nicht mehr legal ist, obwohl sie die größten Witzfiguren sind, die rumrennen.
Aber das, wenn einer sagt über uns, dann rast ja aus. Okay. Gibt's richtiges Obwohl du jetzt Sackschellen. gerade diese Idee mehreren Hörern in den Kopf gepflanzt hast. Also, Ja, aber dann kann ich zumindest sagen, schaust du, die Idioten, dann schmerzen sie mir nachher, weil es ihnen selber nicht eingefallen ist. ja. Ja, ganz schön trotteln. Apropos ganz schöne Trotteln. Lass einen Mike in Ruhe. Nein, ich hab mir gedacht, da du und ich halt gar nicht so viel Zeit dabei haben und wir da durch den Wegfall von Mike in dem Februar wahrscheinlich früher aufhören müssten, wollte ich noch mal ganz kurz mit dir über die Nacht des guten Geschmacks reden. Weil wir machen das ja jetzt schon seit ein paar Monaten und jetzt gestern, also Aufnahme Samstag, wir waren gestern am Freitag zusammen, der Kani und ich, Hand in Hand, bei Starship Troopers in Neufahren. Star Trek Troopers, genau. oder was? Und der Neufahren haben wir jetzt praktisch einen Haken dran. Wir waren jetzt sowohl in Erding, Vilsbiburg als auch Neufahren schon jeweils Jetzt überall. Und nur noch Waldkraiburg aus. Genau. Als neu eröffneter Cineplex-Standard. Irgendwann wird es uns auch noch am Knack kommen. danke, dass du mir ins Wort gefallen bist. Mach ich gern. So, jetzt muss ich jetzt Heute zum Ende. genau, jetzt muss ich den Satz mal beenden. War der letzte Standort, wo wir die Nacht des guten Geschmacks dann auch mit anmoderiert haben. Und mich hat jetzt auch persönlich interessieren natürlich deine Meinung, aber auch von unserer lieben Community, wer schon mal in den Genuss gekommen ist, dass er zum einen in der Nacht des guten Geschmacks war, dann uns auch gesehen hat. Wie findest du das? Und Kani, du als Viva la Movilusion Veteran der ersten Stunde, du hast ja jetzt schon mehr oder weniger alles erlebt. Du bist ja zu nichts zu schade. Gestern hast einen alten Mann mit Käfern beworfen. Also, true story, hat er wirklich. Nur ein toter Pack ist ein guter Pack. Und der alte Mo hat halt auch seinen Beitrag leisten müssen für die Föderation. Gott, der Arme. Ja, was ist so dein Fazit aktuell? Ich find's ein geiles Programm, weil es halt echt cool ist, diese alten Filme auf der Leinwand sehen zum Kinder. Und halt, beim letzten Mal ist ja zum Beispiel der Schlafwandler ausgegraben worden und das finde ich auch cool, dass halt wirklich so Filme, die nicht viel Aufmerksamkeit haben, sage ich jetzt mal in der breiten Masse, dass die dann nochmal so eine kleine Bühne kriegen und vielleicht dann nochmal ein neues Publikum erreichen können. Das finde ich cool. Und ich möchte halt eigentlich, dass jeder Film irgendwie kurz moderiert wird. Ich finde das einfach cool, das macht ein ganz anderes Kinoerlebnis nochmal, wenn da vorne jemand steht und ein paar einleitende Worte zum Film sagt und vor allem, wenn es dann so gut aussehende Typen wie wir sind, dann ist es ganz was anderes. Also ich bin da jetzt mal neidisch, dass ich nicht im Publikum sitzen darf, wenn wir da was sagen. Ich finde das gerade da geil, dass du jetzt das zutiefst neidisch. Also als Part dessen, der das anmoderiert. Also du weißt überhaupt nicht, wie das auf alle wirkt. Na, aber man kennt sie ja von den Filmfestivals. Ja. Hardline Friday Nights Film Fantasy Filmfest und so. Und das finde ich immer cool, wenn am Anfang vom Film ein paar einleitende Worte gesagt werden zum Film, zum Macher, paar Facts dazu und so. Also ich mag das. Und ich finde es auch cool, dass wir es mir machen können. Und wie gesagt, ich bin jetzt dauert eifersüchtig aufs Publikum. Schön. Vor allem auf den Alten, der mit Käfer beschmissen worden ist. Ich glaube, der fand das gar nicht cool. Dann soll er nicht ins Kino gehen. Hallo, damit muss ich rechnen, wenn ich ins Kino gehe, dass ich mit Käfer beschmissen werde, wird, oder? Muss man nicht rechnen. Seit wann? Seit wann? Schreibt mal in Kommentare wer noch nicht mit Käfer beschmissen worden ist im Kino und ich wette, dass es keinen einzigen Kommentar gibt, weil das alles schon passiert ist. Okay, gut. Aber die Sache mit dem guten Geschmack ist eigentlich auch nur ein gutes Stichwort gewesen, weil da fällt mir gerade ein, hast du mitgekriegt, dass Birkenstock-Klapperl nicht als Kunst gelten? Ja. Okay. Hab ich auch gelesen. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich habe mir dann gedacht, wow, das ist jetzt 20 Sekunden meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme, dass ich den Dreck gelesen habe. Weil ja, was meinst du, was sie die Leute im Gericht denken, die darüber verhandeln haben müssen? Ja. Das ist ein offizielles Gerichtsurteil, war dafür nötig, dass man feststellt, Birkenstock-Sandalen sind keine Kunst. Oh Gott. Gut. Wow. Dafür gehen unsere Steuergelder drauf. Dann so viel eben zu die Nacht des guten Geschmacks. Auch vielen Dank, dass du mich nach meiner Meinung gefragt hast. Dann Irgendwann, du magst es wie immer und verzeihst es einfach. Genau, richtig.
Corby, wie stehst du zu dem Thema Anmoderation, Programmauswahl, mit Käfer beschmissen werden, in der Nacht des guten Geschmacks? Verzeih mir, Corby, das interessiert sicher nicht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es 1 Stunde früher spielt. Ja, okay, wenn wir auf die Spielzeit gehen, dann würde ich mir auch wünschen, dass eine Stunde früher war geil, weil wir doch jetzt mal eine Stunde An- und Abfahrt haben. Ja, genau. Und wenn der Film um 9:45 auf die Nacht am Freitag losgeht und man einen langen Arbeitstag gehabt hat, dann ja, ich hätte den Monkey auch gerne komplett gesehen. Ja, und dann wird's 1, bis du daheim bist und dann musst du halt, dann hast du halt auch Druckbetankung, dass du aufs Level von den anderen Leuten kommst. Ja, richtig, ganz genau, das ist auch mein Problem. Das ist unser aller Problem. Aber ansonsten finde ich es mega geil. Also allein, dass man Starship Troopers noch mal im Kino sieht, also das ist schon was, da kann man dann nach Jahren mal seinen Kindern, Katzen und Hunden davor erzählen, dass man dann sagt, ja, der Film, den haben wir sogar noch im Kino gesehen. Aha, und das fast 30 Jahre nach offiziellem Release. Ja, dann Release. rechnen sie nach und denken sie, hey, das geht doch gar nicht. Ja, dann war es noch Zeit, dass wir dann auch noch Teil 2 und Teil 3 auf die Leinwand bringen. Ja. Die richtig guten und dann auch noch die animierten Teile, also die richtig guten. Was war, ich glaube, der zweite Held der Föderation und der dritte, glaube ich, heißt Marauder. Wobei die gar nicht so gut sind. Ja, natürlich nicht. So, und die Kamera von Kani hat sich verabschiedet. Von dem her ist es wohl ein Zeichen, dass wir jetzt aufhören für heute. Da ist er wieder. Da macht die. Was ist mit meiner Hurenkamera die ganze Zeit los? Da macht die Kamera gleich wieder mit und denkt sich, ja, okay, wenn wir aufhören, dann streben wir noch einmal an. Ja, dann, Kani, vielen Dank für die aufregenden Themen, die wir heute gemeinsam austauschen durften. Make Comedy Legal Again. Richtig. Und ihr habt einen Haufen Aufgaben bekommen, um was in die Kommentare zu schreiben. Und wer das nicht tut, der kriegt Sackschein. Wir merken das Fall, dass ihr euch das heimlich O-Herz und O-Schaut so gar nichts tat. Denkt mal drüber nach, wie wir uns dabei fühlen. Oh, echt hier, Pisser. Und PisserInnen, Entschuldigung. Ansonsten schreibt es natürlich auch drunter, was hat euch im Februar beeindruckt, gefallen. War vielleicht ein bisschen was dabei, was für euch ein richtiges Bäh-Leck war. Da haben wir halt gar nicht so groß drüber gesprochen. Und das Marketing von Captain America das ist war Ansichtssache. Wie schon gesagt, das Marketing hat alles richtig gemacht, wenn du ins Kino gegangen bist. Na, aber ich weiß sowieso gegangen. Ich brauche überhaupt kein Marketing, ich sitze immer im Kino. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nicht vor der Nacht des guten Geschmacks. Oh, wie billig. Oh, leck, wie billig. Hallo. Dann, mach's gut. Adieu. Wiederschauen, danke fürs Zuhören, Zuschauen, falls wir wieder Video draus machen, ich weiß es nicht. Bis im März. Tüdelü. Toodaloo.